Tokio Anfang der 2000er Jahre, Tag 18, ein Dienstag. Guten Tag, ihr Leute. Wir spielen weiter Restory. Ich nenne das jetzt mal einfach so. Wir haben hier gar nichts drauf heute. Sollen wir mal hier im Dunkeln schon mal gar nicht, aber hier, pass auf, da fällt mir gerade was ein. Ich will ja die Uhr darüber stellen und das Radio anmachen. So. Nee, komm, wir brauchen Kohle. Das ist sehr wichtig, denn wir müssen uns eine Atari Lynx Lizenz leisten können. Oh, hallo. Oh, Geld. Und schon haben wir ein bisschen Geld. Aber, ich wollte gerade sagen, aber wir haben nichts mehr zu restaurieren, ist natürlich gelogen. Wir haben hier sehr viel zu restaurieren. Hallo? Ah ja, okay. Und noch ein Tamaflutschi. Und sonst nichts. So, was ist denn das hier? Was haben wir denn hier zu tun? Reinigen. Ja gut, dann legen wir mal los mit Reinigen. Ist halt so das langweilige Tagesgeschäft, sag ich mal. Dabei ist das jetzt, ich finde das ja gar nicht langweilig hier. Ich finde das gechillt. Das ist soweit sauber. 1, 2, 3. Da fehlt noch 2. Das Kabel ist soweit in Ordnung, wie ich das sehe. Das ist natürlich dreckig, das ist klar. So, hier nehmen wir einmal Luft. Geht schneller. Das kann man abnehmen, ist sauber. Das ist auch sauber. Das ist alles dreckig. Da nehmen wir aber Pinsel. So, komm, zoom mal ruhig ein bisschen reinzoomen, dass man auch was sieht. Das ist noch sauber. Ist noch sauber. Ist dreckig. Dreckig. Bis zum geht nimmer. So, da unten hätten wir noch eine kleine Platte und das da ist soweit gut. Dann haben wir doch alles. So. Dann machen wir hier die Nippel drauf. Na nu, erst den drauf machen. Okay, jetzt habe ich natürlich da. Der kommt noch dahin. Das kommt da drauf mit 3 Schräuben. Na? Mit 3 Schräuben verschräuben. Einmal Unterseite dran, das Ganze an die Unterseite schrauben. Kabel. Na, kommst du her? Oberseite. Ich brauch dich doch. 1, 2, 3, 4. Bam, wie neu. Und so schnell kriegt man 4000 Yen. Yay! Wenn man es natürlich auch noch wegschickt. Das ist natürlich praktisch. So, was haben wir denn hier Feines? Reinigen. Ja gut, dann gibt es heute mal erstmal nur reinigen, dass ein bisschen Geld reinkommt. Was habe ich denn da verlangt fürs Reinigen? Der letzte hat mir 4000 bezahlt. Der 5000. Das gibt eine mega Reinigung, sage ich euch. So, Kabel ab. Das ab, das ab. Diese 3. Ui, das ist aber deutlich dreckiger, sehe ich gerade, ja. Das ist alles sehr dreckig. So, einmal. Na komm her, du. Zweimal. Die sehen okay aus. Die sind auch okay. Das hier ist dreckig. Dreckig. Da. Dreckig. Was ist los? Achso, Unterseite natürlich noch. So, dann hätten wir hier die Platte. Und das da. Nicht schmutziges Teil eingebaut. Das ist natürlich klar, aber hier, pass auf. So. So, guti. Haben wir gut hingekriegt. Dann bauen wir das Ganze einfach wieder zusammen. 3 Schräubis. Dann machen wir hier ein paar Taster da drauf. So. Einmal Rückseite. Einmal Rückseite. Einmal Kabel. Ah ja, natürlich noch festschrauben. Einmal Vorderseite und 4 Schräuben. Guti! Na, das sieht doch astrein aus. So. Dann schicken wir das auch weg und holen uns dieses Geld hier. Dann gib mir auch mal ein bisschen Geld, genau. So, was gibt's hier? Reinigen. Da sehe ich jetzt schon, dass die Sticks zumindest total verdreckt sind. Das geht aber auch wirklich schnell als... Muss man ja doch sagen. Na komm. Machen wir das. Oh. Eigentlich
Oh, es sind irgendwie nur die Sticks verdreckt. Sehe ich das richtig? Das andere sieht eigentlich alles noch relativ okay aus. Ja, okay. Nee, das ist auch dreckig, das sehe ich. So. Steuerkreuz, soweit in Ordnung. Da sind noch 2 Schrauben. Und zwar diese da. Ja, komm, machen wir sie ab. Gucken. Höchstwahrscheinlich ist es ja okay. Ja, natürlich. Aber trotzdem, wenn wir es jetzt nicht abgemacht hätten und hätten nicht nochmal nachgeguckt, 100 Pro wäre das dann doch irgendwie dreckig gewesen und dann hätten wir alles zusammengebaut und am Schluss hätte es Motze gegeben. Das wollen wir natürlich nicht. Okay. Halt. So. Guter Xbox-Controller. Sogar mit dem abrisssicheren Kabel da. Also, dass wenn man da drüber stolpert über das Kabel, dass es genau hier auseinander geht und nicht die ganze Konsole runterreißt. Hätte es wahrscheinlich eh nicht hingekriegt, weil die Konsole, die war ja so riesig fett und hat irgendwie 30.000 Kilo gewogen. Also ich glaube, um die runterzureißen, da hätte es wahrscheinlich eher das Haus umgeworfen oder so. So, komm, machen wir noch das hier. Reinigen. So. Okay. Schön sauber machen. Jawohl. Lautsprecher. Ah ja, hier sind noch 4 Schrauben. Ich drücke mich ja so ein bisschen vor diesem blöden Motorola-Handy. Mal wieder. Weil das immer so ein Gefuddel ist. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber es ist ja auch jedes Mal ein Gefuddel. Dieses Motorola-Handy da. Jedes andere Handy, keine Ahnung, gibt es noch andere Handys? Ja, das Nokia-Handy. Alles gut, aber Motorola-Dingens, boah, ey, das ist wirklich übles Zeug. So. Den Lautsprecher vergessen wir diesmal nicht. Na, kommst du her? So, passt. Gibt 5000 Yen. War die Reinigung teurer als das komplette Gerät eigentlich. So, dann gehen wir halt hier hin. Machen wir das halt. So, erstmal aufklappen. Schrauben entfernen. Okay, was gibt's hier? Reinigen. Einfach nur reinigen, okay. Das sieht jetzt alles so locker aus, was ich hier mache. Aber in Wirklichkeit, ja, habe ich das halt einfach schon so oft gemacht, dass es dann auch irgendwann kriegst du es halt hin. Irgendwann kriegst du es halt hin und weißt, dass du zuerst den Lautsprecher rausnehmen musst zum Reinigen. Aber trotzdem, ich mag das nicht. Ich mag das nicht. So, das ist die Antenne. Alles klar, dann haben wir da unten noch so 2 Dingsies. Und nicht vergessen, das da, was auch immer das ist, die Tastenabdeckung. Quatsch. So, das Ding ist sauber. Okay, dann machen wir die Tastenabdeckung wieder drauf. Dann das da, dann die 2 Schrauben, dann die Antenne. Nein. Das kommt erst nachher. Die Antenne will ich drauf haben. So. Jetzt hat. Siehst du, da geht's schon wieder los. Wie war das? Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Wo ist denn jetzt das Problem? Keine Ahnung, aber ich kann das da schon dran machen. Machen wir halt da oben weiter. So, muss ich erst den Akku dran machen? Nee. Das habe ich doch eben dran gemacht. 5-mal und es hat nicht funktioniert. Und jetzt kommt er und sagt mal, ja, es funktioniert halt eben doch. Naja. So, Akku dran. Siehst du, die Reihenfolge muss halt einfach stimmen. So, was kriege ich dafür? 7000. Ja gut, weniger würde ich auch nicht nehmen. Ist ja eklig. So, gib Geld her. Hallo. Guti, dann gucken wir jetzt mal ein bisschen online. 62.000. Was war heute? Montag oder was? Ach, keine Ahnung. Joystick für 4.000 oder ein Noni Goman? Ernsthaft? Ah, das ist ein Sony Walkman. Achso, ja, okay. Den nehme ich. Und der da...
Und der kriegt 13.000. Futuristisches Y2K. 7.000, 5.000, 4.000, 6.000. Da. Eine Noni PMP nehme ich auch. Ich muss ja nicht alles annehmen, aber zumindest mal ein bisschen was. Das Trinkgeld da würde ich gerne nehmen. Hoppala, komm her. So. Ich hoffe, dass ich genug Teile habe. Werden wir dann sehen. So, dann fangen wir erstmal hier an. Falls bauen wir ein bisschen was zusammen. So, lass mal kurz gucken. Die Schraube kommt raus und diese Schraube. Kann ich die Abdeckung da schon abmachen? Ja. So, was hat er eigentlich draufstehen? Einfach nur reinigen? Sehr gut. Dann reichen meine Teile auf jeden Fall. Wenn er nur reinigen will. So, alles was ganz ist. Gucken wir mal. Na, was war da eben? Was war das eben? Ah, ja, Batterieabdeckung. Vergesse ich gerne. Und die Batterien rausnehmen und reinigen. Wichtig. Ja, saubere Batterien ist ganz wichtig. So. Okay. Das sollte es gewesen. Da ist noch eine Schraube, die habe ich vergessen. Die habe ich wohl vergessen. Aha, dreckige Knöpfe. Jetzt kann ich es abnehmen. Gut. Da oben ist soweit. Der Kabels kommt auch weg. Ja, ich will das da abhaben. Direkt die Knöpfe sauber machen. Ja. Wir haben noch ein paar Knöpfis. Den da zum Beispiel. Und den da. Und den da. Und den da. Und das da. Ist das alles sauber? Bin ich aber verwirrt. Interessant. Ist ja fast gar nichts dreckig. Da ist ja fast gar nichts dreckig hier. Okay, ja dann. Ja, dann machen wir das einfach alles wieder rein. Kommt das Gekabel schon dran? Nee, erst jetzt. Habe ich das Gekabels vergessen? Ernsthaft, jetzt kommt denn das Gekabels dran? Ach, keine Ahnung. So. Kann ich das da schon drauf machen? Jawohl. Ich hab das Gekabels da. Wo ist es denn jetzt hin? Hallo? Komm mal her, du Gekabelst. Ich brauche dich gerade. Das nicht dahin? Da unten kommt es auch nicht hin. Ja, keine Ahnung. So, dann kommt das da oben hin und die ganzen Knöpfis kommen da hin. Na? Dahin. Ach so, das war das Teil da. Ja, also die Kabels kommen oben drauf. Okay. Immer noch nicht. So, da sind noch Knöpfe. Da fehlen noch ein paar Knöpfe. So. Und das kommt da oben hin. Ja, genau. Ich erinnere mich wieder so halb. Aber jetzt kann ich es doch irgendwann mal da dran machen. Noch nicht festmachen? Warum noch nicht festmachen? Was fehlt noch an Zeugs? Keine Ahnung, warum ich das noch nicht festmachen kann. Da sind doch aber Schrauben da. Komisch. Daneben fehlt auch irgendwie noch was. Okay. So, Klappe drauf. Wo fehlt's denn hier? Da. So. Bam. Fertig. Knapp 8.000 Yen verdient. Sehr schön. So, nächstes. Machen wir einfach genau da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. So. Danke, danke, danke. Reinigen und Bemalung. Ich hoffe, dass wir die richtige Bemalung überhaupt haben. Weil... Ich guck mal. Ja, okay. Kann ich gerade nicht... Hoppala. Kann ich gerade nicht nachgucken, ob wir die richtige Bemalung haben.
Und mal noch ein bisschen warten. So. Was fehlt? Ja, keine Ahnung. Machen wir halt erst Wasser. Habe ich da... Nee, natürlich nicht. Natürlich habe ich das noch nicht. So, gib mal das Spray hier. Es gibt was Längeres hier. So. Natürlich haben wir das nicht. Kabels. Schraub. Noch ein Schraub. Auch nicht dreckig? Ist ja Wahnsinn. Aber da ist doch... Muss doch irgendwas Dreckiges noch dabei sein. Was soll denn dem? Ich habe jetzt kein... Aha. Da ist was Dreckiges, siehst du? Kommt mir dann immer so nutzlos vor, weißt du? Wenn nichts mehr dreckig ist und dann so, jetzt habe ich ganz umsonst auseinandergebaut. Nee, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Das ist sauber. Ja. Also, ja. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Ach, guck mal. So, okay. Dann machen wir das gleich wieder dran. Zack, zack. Und machen dann den ganzen Klimperquatsch da wieder rein. So, der war da... Ah, ne, der Gummi muss zuerst dran. So. Dann das da oben hin. Mit einer Schraube fixieren. Das da kann man auch schon hinmachen. Dann das da drauf. Mit 2 Schrauben fixieren. Da dann so grünes Zeug hin. Da unten auch noch so grünes Zeug. Kommen nochmal 2 Schrauben gleich rein. Dann haben wir hier einen Haufen Knöpfis. Die machen wir so rein. So, da oben ist noch ein Knöpfki. Das kommt dann da oben drauf. Haben wir Schrauben schon zum Fixieren? Nicht wirklich. Das kommt am Schluss. Ah ja, guck mal hier. So. Wo sind wir denn gerade? Da fehlt noch irgendwas. Gekabelt fehlt. Gekabelt. Und das da. Und kann ich das jetzt noch nicht drauf machen? Ah, guck mal, da hinten ist noch ein Knopf. Ah, geh halt mal weg, du. Da hinten liegt noch ein Knopf. Ah, so nämlich. Okay, erst die Rückseite drauf, dann erst kann man es festschrauben. Genau. Batterien können wir gleich reinlegen, haben wir gerade gelernt. So. Und dann fehlt da. So. Sehr schön. So kommt man richtig schnell zu Geld. Komm mal her, du. Na komm. Kommst du jetzt nicht bald? Willst du mich veräppeln? Ach so. Da fehlt noch was. Sag doch was, Mann. Sag doch was. Ja, ich muss das noch ein bisschen bemalen. Y2K. Hab ich mir gedacht, dass das nicht geht. Hab ich nämlich noch nicht. Aber das kann man ja online schnell bestellen. So, wo machen wir denn das? Home Depot, glaube ich. So. Futuristisches Y2K in den Warenkorb. Kostet wieder unnötig Geld. Lieferung erst morgen. Ja, das ist natürlich doof. Gut, dann machen wir so lang die Noni PNP. Na, kommst du her. So, Disk raus. Halt, die Disk ist dreckig. Die wird jetzt ordentlich durchgefeudelt. So, Klappe ab. Schraub, 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 Schraub. So. Mal gucken. Ah, daneben muss ich abmachen, gell? Der ist dreckig. Sehr schön zu erkennen. Dann gibt es hier noch ganz viele Schrauben. Na. So, jetzt hat. Boah, also wirklich. Dieser Schraubendreher. Ich liebe ihn. Wieso habe ich denn das jetzt wieder reingedreht? Ich dachte, okay. Ja. Hätte ich mir gleich kaufen sollen. Nicht erst so diese schnellerer Schraubendreher. Einfach mal ordentlich sparen und gleich was Gescheites kaufen.
Als ob, das mache ich im richtigen Leben auch nicht. Ich muss ja erstmal gucken, ob das was bringt, weißt du? Am Schluss kaufst du dir den geilsten Schraubendreher der Welt, nur um dann festzustellen, eigentlich ist es voll unnötig, weißt du? Und deshalb kauft ihr eventuell einen nicht ganz so teuren, nicht ganz so geilen. Und wenn der dir nicht gefällt, dann ist es nicht weiter schlimm. Am Brauer hast du nicht ganz so viel Geld ausgegeben, weißt du? Das ist so meine Devise. Wer billig kauft, gibt erstmal nicht viel Geld aus. So, ach ja, hier. Immer noch nicht. Fehlt noch das da, gell? Ah ja, jetzt hat ich. Aber jetzt. Na, willst du keinen Akku haben? Spiel rein, Klappe zu. Vorderfront rein. Noch ein paar Schräubchen reindrehen. Aber jetzt ein Akku. Und die Klappe und gut ist. Bäm. Und 7000 Yen verdient. Huhu. Guti. Das darfst du mitnehmen. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass meine Bestellung erst in 3-4 Stunden abgeholt wird. So. Jetzt kaufen wir uns eine Lizenz. Für einen Lynx. Reicht ganz genau. Klack. Lizenz haben wir da sogar schon. Hast du gesehen? Nee, haben wir nicht. So, hier alles gut. Sehr schön. Dann haben wir gut vorgearbeitet. Und jetzt machen wir zuerst mal, warte mal, das da müssen wir morgen fertig machen. Da fehlt uns noch die Farbe, die kriegen wir erst geliefert. So, Radio aus, alles klar, komm her, Klingling. So, dann haben wir einen Arbeitstag locker hingekriegt. Guck mal hier, wir sind voll gut. Ja, Lizenz war halt teuer. Ich habe 799 minus gemacht. Naja. Komm her, Stempel auf die Katze, zack. Guti. Ich hoffe jetzt nicht, dass, was haben wir hier? Mittwoch, gut. Mittwochs kommt hoffentlich keine Rechnung, hoffe ich zumindest. So. Alles klar, hier sind wir. Mr. Postmann, bring me some paint. Bom, 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 bom. So, da ist die Farbe. Das machen wir. Achso, und Lizenz natürlich, genau, danke. Kommt auf meinen Lizenzschrank. Was geht ab? Geld hat er mir auch noch gebracht. Schön, ja, das mag ich. So. Das ist gar nicht so cool, dass das auch kommt. Wieso bringt er denn das Mittwoch? Ja, gut. So. Also, hier noch ein bisschen einfärben. Und zwar in futuristisches irgendwas. So, du willst einen Lila haben. Der ist wirklich sexy. Der gefällt mir. Den würde ich selbst so nehmen. Vielleicht. So. Gut, gefällt mir. Es muss nicht super schön sein. Es reicht, wenn er okay ist, weißt du? So, gib mal gleich Geld her. Jawohl. Dankeschön. Das nehme ich auch mit. Und jetzt geht's los. Also, einmal Atari Lynx, bitte. Was ein Breville von Gerät. Dann gucken wir mal. So, Batterieabdeckung, Batterien. Reinigen und reparieren. Alter Schwede. Alter Schwede. Stimmt, das Ding hat 6 Batterien. Guck dir das an, hey, Alter. Das ganze Gewicht kommt nur von den Batterien. So. Was ist da? Achso. Das da selbst. Okay. So. Wo war denn das? Ah, ja, hier. Okay. Das ist schon mal Sachen kaputt. Da sind dann schon mal Sachen kaputt. Das da auch. Habe ich ja gar nicht bedacht, dass da ja Sachen kaputt sein können. Was geht ab? Nix geht ab. Das ist ja mein Problem. So, dass da ja Sachen kaputt sein können und ich noch gar nichts habe, um es zu reparieren. Das heißt, ich muss mir jetzt noch so einen kaufen. Ich habe doch aber viel zu wenig Geld. Und guck mal, was da alles kaputt ist. Das ist ja Wahnsinn. Das sieht alles nicht so gut aus. Hallo? Ach, da. So, jetzt aber. Das geht wenigstens noch. Ist das noch in Ordnung? Da ist eine Schraube. Was ist das da? Keine Ahnung, es ist kaputt. Und das da ist... Ich habe keine Ahnung.
So, wenigstens die Platine haben wir. So, guck mal hier. Screenshot gemacht für die Nachwelt. Ja. Das Teil muss oben liegen, damit ich einen schöneren Screenshot hinkriege. So, gucke. Also, dann gucken wir mal, was fehlt denn alles. Hoppala, sorry. Beleuchtungsgehäuse, Steckmodulfach, Aktionstasten, Richtungstasten. Ich guck mal, ob ich das mit dem wenigen Geld, was ich habe, nachkaufen kann. So, war das nicht hier? Teile. Nein, keine Lizenzen. Ich will, da. Und zwar da links. So. Aktionstasten in den Warenkorb. 2 Stück, das weiß ich noch. Batteriefach, Menütasten, das geht. Das weiß ich nicht. Richtungstasten sind auch alle. Stellen wir auch mal 2, das kostet nicht viel. Steckmodulfach in den Warenkorb. Lautsprecher war okay. Batteriefach, das Beleuchtungsgehäuse war kaputt. Das ging noch. Gehäuse von, ich glaube, das war's erstmal. Lass mal kurz gucken. Halt, hier. So, also. Beleuchtungsgehäuse habe ich, glaube ich. Steckmodulfach, Aktionstasten und Richtungstasten. So. Also, nochmal genau nachgucken. Was habe ich jetzt alles drin? Aktionstasten zweimal, Richtungstasten, Steckmodulfach und ja, gut. Kaufen wir das. Sehr gut. Und dann gucken wir noch gleich mal auf dem Online-Marktplatz, dass wir vielleicht eine Nerdio W91, dass ich vielleicht ein günstiges Lynx kriege. 32.000, du spinnst doch. Da kaufe ich lieber sowas. Nur ein Lynx. Naja, oh, aber guck mal. So, kaufen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier vorwärts kommen. Ja. Aha. Was gab's? Pokia, irgendwie Zeugs halt. So. Also, dann erstmal weiter zusammenbauen. Weiß nicht, das vielleicht? Ja. Und das da kommt dahin. Dann haben wir ja hier noch die Aktionstasten. Also das da. Das noch nicht. Steckmodulfach. Ah, hier. Festschrauben. Das Ding kommt... Ne, erst muss dieses Lampending da rein. Was war denn das überhaupt? Die Beleuchtung. Oh, krass. Die Beleuchtung. Okay. So, siehst du. Okay, jetzt das da vielleicht schon? Da oben hin? Ah so, ja, stimmt. Der hatte ja... Wo ist er denn hin? Oder habe ich mir die einfach... Nee. Die anderen müssten dann unten rechts hin irgendwie. Ach, da, ja. Du konntest den drehen, dass es für Links- und Rechtshänder geeignet war. Das war so der geile Scheiß an dem Teil. Ah ja, Lautsprecher sieht noch gut aus. Auch nicht. Das da vielleicht? Das Metallding? Metallding, okay. Jetzt... So, jetzt hat... So, aber jetzt das da dran. Ja, genau. Hoppala. Muss ich da nicht was schrauben? Nö. Rückseite? Vorderseite? Auch nicht. Okay, was haben wir denn sonst noch? Das da? Das da? Okay. Da gibt es hier was zu schrauben. Nee. Ah, jetzt vielleicht den Lautsprecher? Da, genau. So, dann machen wir mal die Rückseite. Geht nicht. Vorderseite? Vorderseite geht. So. Dann das da dran. Ein Haufen Batterien. Kann man die Batterien nicht jetzt schon reinmachen? Nee. Scheinbar nicht. Oh, guck mal, das ist recht einfach, sehe ich gerade. 1, 2, 3. Hier sind wir durch. 1, 2, 3. Und das Fach drauf und fertig. Jawohl. So. Meister, kommen Sie mal her. So. Komm. Buddi. Die Konsole sieht wie neu aus, Sensei. Diesen Hanafuda-Spielkartenhersteller ist die Expansion in einen neuen Wagen wirklich geglückt. Moment, der Hanafuda-Spielkartenhersteller war Nintendo. Links ist von Atari.
Egal. In der Zwischenzeit habe ich meine Arbeit erledigt. Ich muss dir noch eine Sache sagen. Das Stromnetz in dieser Straße hat in letzter Zeit verrückt gespielt. Also dachte ich mir, dass ich deine Werkstatt sicherheitshalber mit einem Überspannungsfilter für Störstrahlung und einem Spannungsstabilisator ausstatte. Junge, das Licht wird hier jetzt also nicht mehr flackern, selbst wenn in der ganzen Nachbarschaft kurz der Strom ausfällt. Dankeschön. Mach dir um die Bezahlung keine Sorgen, das geht aufs Haus, wie versprochen. Das werde ich Hashimotos Familienrechnung stellen, schließlich gehört Ihnen das hier. Dann soll er auch dafür bezahlen. Coole Idee. Dankeschön und hoffentlich wird dein Enkel schnell gesund. Ah. Ja, Geld. Und ein bisschen Trinkgeld hat er auch noch da gelassen. Sehr schön. So, dann gucken wir uns mal weiter an. Wir brauchen jetzt noch irgendwie... Was haben wir denn? 28.000 Yen. Komm, wir gucken lieber mal, dass wir hier ein bisschen was kriegen. Autoroller Razer 7.000. Xbox Controller 4.000. Da, hier ein Links für 7.900. Ja, den nehmen wir an. Das geht nämlich recht schnell. 3.000. 9.000 für... Oh, geil. Reinigen Reparatur. Nimm den Auftrag an, Junge. Nimm den Auftrag an. Das gibt gut Geld. Und 5.000 für einen Autoroller Razer ist mir zu wenig. 7.000, ja, komm, nehmen wir halt mit. Müssen wir was zu tun haben, so. Okay. Hallöchen. Ich repariere hier mal kurz. So, habe jetzt da ein bisschen Erfahrung, haben wir ja damit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das Lustige ist, da kommen zwar 6 Batterien rein, aber ich glaube, das Ding hat irgendwie nur 3 Stunden oder so durchgehalten. Unter anderem halt auch, weil es grafisch ein bisschen was deutlich mehr Leistung hatte als ein Gameboy jetzt zum Beispiel. Und natürlich, also Hintergrundbeleuchtung. Und ja, gerade die Hintergrundbeleuchtung hat damals halt Batterien gefressen wie nix. Ich hatte natürlich, wie sich das gehört, nie ein Lynx. Weil, ja, hatte ich kein Geld für. Ist halt einfach so. Macht ja aber nichts. Muss nicht alles haben. Aber interessiert hätte es mich natürlich schon, dieses riesige Teil. So. Aha. Machen wir dahin. Bin auch dahin. Moment. Bin gleich bei Ihnen. Ich muss nur noch... Ah ja, hier, das da. So. Okay. Ich komme. Hallöchen. Aha. Wie ich sehe, hast du ein wenig aufgerüstet. Du hast einen Lötkolben gekauft, der sich recht nützlich machen wird. Sie haben dein Netz verbessert, was ich bezahlen musste. Du kannst dich revanchieren, indem du das reparierst. Ich habe deinen Konkurrenten gegenüber einen Besuch abgestattet, um dessen Angebot zu besprechen. Er will deine Reparaturwerkstatt kaufen. Während des Gesprächs hatte ich mein Handy an sein Ladegerät angeschlossen. Sobald der seinen Lötkolben benutzt hat, gab es einen Stromstoß. Mein Handy hat geflackert und fing an zu qualmen und jetzt geht's nicht mehr an. Das hat unsere Verhandlungen vorerst auf Eis gelegt. Und jetzt will ich das Handy eigentlich nicht dem geben. Kümmere dich um dieses Problem. Dann überlege ich mir unser Dilemma. Versuch nur, es schnell zu erledigen. Mein Handy hat ganz Akiba am Laufen. Also das hält ganz Akiba am Laufen. Ich habe die Nase so voll. Ihm sagen, dass du dich schnellstens kümmerst und bezahlen muss er auch nichts. Ihm sagen, dass du es reparieren wirst, gar kein Problem. Natürlich muss der zahlen. Sonst kommen wir ja nicht vorwärts hier. Was soll denn das? So. Aber erstmal machen wir hier fertig, ne? Ist ganz klar. Also, man da vielleicht, der kriegt hier eine Sonderbehandlung oder was? Kann ich mal gleich abschminken. So, wo ist denn dieses halbrunde Dingens da? Nicht das, das war das andere, so ein kleineres. Wo habe ich denn das hin? Da, das da. So, das da suche ich, genau. So, jetzt brauche ich das Metallding. Und da drauf kommt dann das da mit 4 Schrauben. Und dann kann man das da drauf machen. Jawohl, ja. Lautsprecher nicht vergessen. Natürlich nicht vergessen. So. Steuerkreuz kommt dahin. Knöpki, Knöpki. Halt. Wo sind die Knöpki hin? Komm her. Nicht so einfach. Knöpki. Achso, ja stimmt. Die kommen ja auch da unten hin. Sorry. So, einen Moment. Erst die Vorderseite, gell? Genau. Und dann die Rückseite schon? Nee. Ah ja, das da dran. Genau, jetzt die Rückseite. Genau, so war das. An die Batterien rein.
Okay, ne, funktioniert. So. Ah, gut, ich habe ganz kurz gedacht, oh, habe ich nicht irgendwas vergessen? Nee, haben wir nicht. Alles in Ordnung. Wo ist eigentlich meine Musik? So. Na, komm her, du. So, dann gib mal das da her. Dann gucken wir mal, ja. So, wie war das wieder? Ah ja, erstmal das Dingens da abmachen. So. Dann die beiden Schrauben. Und dann kann ich vorne das abmachen. Dann die ganzen Knöpfis. Und das Metallding ist mal gleich kaputt. Hat er gleich frittiert. Mit frittiert oder so. So. Er war also bei der Konkurrenz und hat mit ihm verhandelt, meinen Laden zu kaufen oder was? Sag mal, hat's dem ins Gemächt gepieselt oder wie? Ich glaube, es hackt. Okay, wenigstens hat er Kacke gebaut, der andere. Weil sein Stromnetz nicht so geil ist wie meins. Achso, ja. So, Kameraabdeckung, alles klar. Kamera auch. Dann den Rahmen selbst und dann am Schluss das hier sauber machen. So, jetzt lass mal gucken. Das da oben sieht schon mal irgendwie übel aus. Ja, neu verlöten. Da, gucke. Habe ich mir's doch gedacht. So, zack, zack. Neu verlötet. Dann machen wir mal wieder die Kamera dran. Kommt die nicht hier hin? Naja, egal. Kommt sie wohl nicht. Rahmen drum. Genau, jetzt hat das da. 4 Schrauben. 4 Schrauben für ein Halleluja. Bildschirm könnten wir eigentlich schon drauf machen, oder? Jawohl. Das da. Knöpfi geht der schon drauf? Nee, da brauchen wir erst noch das silberne Dingens da, ne? Okay, ein Akku war ja kaputt. Haben wir noch einen zufällig übrig? Wie es der Zufall so will. Hoppala, doch nicht mit dem Lötkolben den Akku bearbeiten. Wo kommen wir denn da hin? Wie es der Zufall so will, haben wir noch einen Akku übrig. So. Alles klar. So, das Metalldingens da brauche ich. Jawohl. Jetzt können wir das da. Und das kleine Testelchen. Und am Schluss diesen Hosenträger da. Zack. Fertig. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob er jetzt auch gleich kommt. Bring mal besser das Geld weg, sonst nimmt er das auch noch mit. Gar nicht übel, jetzt scheint es zu funktionieren. Hier ist deine Bezahlung. Jetzt geht es aber um Wichtigeres. Also, hör gut zu. Ich habe nachgedacht und ich habe beschlossen, dass ich beim Wettbewerb auf dich setze. Aha. Überrascht solltest du nicht sein. Und den Verkauf lege ich auch auf Eis. Nimm's nicht persönlich, ist strikt geschäftlich. Für mich ist es nun mal besser, nicht nur eine Reparaturwerkstatt zu haben. So, für den Wettbewerb brauchst du einen gewissen Ruf. Der fehlt dir. Du magst geschickte Hände haben, aber dich kennt niemand und das ist ein Problem. Ich werde jemanden vorbeischicken. Der wird dir mit deinem Ruf helfen. Der kennt sich da aus. Achte gar nicht auf seine merkwürdigen Vorlieben. Enttäusch mich nicht, Sensei. Ich bin nicht die Wohlfahrt. Und danke für das reparierte Handy. Danke für deine Hilfe. Lass mir Kohle da, Junge. Danke. Oh, glaube ich, das Geld da gelassen. Sehr schön. Guti, dann machen wir jetzt noch ein bisschen den hier. Reinigen, Reparatur. Ich glaube, Teile haben wir genug von dem. So. Alles klar. Da unten sind noch 2. So. Dann lass mal Kabel gucken. Das muss auf jeden Fall gereinigt werden. Hätte ich besser wohl die Druckluft genommen. Einen Moment, ich komme gleich. Oh, ich kann mir vorstellen, wer das ist. Das ist bestimmt der alte Reparierer, weißt du? Oh, nee, wer ist das? Sensei. Hallo, das ist meine Tochter. Hat da dieses Spielzeug und das ist kaputt. Kannst du das, weißt schon, reparieren? Das war ein lustiger Unfall. Mein Chef hat mich gepackt und wir stolperten. Und unser Chef war so ein wenig am Tanzen und Trinken. Und da habe ich einfach mitgemacht. Ja, da war es so unglaublich drückend. So, ich wollte meinen Kragen lockern und der versuchte mir die Kamera aus der Hand zu reißen, als er den Tisch umschmiss. Wir sind irgendwie ins Aquarium geplumpst und hättest du die Gesichter der Fischlein sehen sollen, als wir sie zu unserer Party eingeladen haben. Naja, ich hatte den Atari Lynx die ganze Zeit in diesem Rucksack. Sensei, das ist der größte Scheiß meiner Tochter. Wieder reparieren, ich flehe dich an. Die hat mit immer so viel Spaß. Kannst du mir kaum vorstellen, wie unglaublich wichtig mir das ist. Ja, ich repariere es, aber du ruhst dich mal ein bisschen auf. Das ist doch kein Atari Lynx. Was willst du von mir? Okay, kriegen wir hin, aber erstmal muss ich hier ein bisschen weitermachen. Ja.
Alles Müll oder was? Nee. Das war dreckig. Hab ich noch gesehen. So, komm mal her. Das ist auch dreckig. Zack. Putzi, putzi. Einmal rumdrehen, bitte. Das ist Putzki. So. Gucke. Sieht doch schon viel besser aus. Also, die Platte da dran. 2 Knöpfki immerhin. Den Rest machen wir drauf. Na. Was ist denn heute los hier? Na, wer hätte gedacht, dass du so clever bist, wie ich hörte, wirst du am Wettbewerb teilnehmen. Dann wünsche ich dir mal viel Glück. Dieser Tipp von Hashimoto mischt sich immer ungefragt in die Angelegenheiten anderer Leute ein. Wer braucht bitte diesen heruntergekommenen Akiba, wenn täglich neue Einkaufszentren gebaut werden? Ja, kannst du hier haben. Könntest du also bitte einmal checken, ob dieses Motherboard überhaupt funktioniert? Der ein oder andere Schaltkreis könnte etwas Lötzinn gebrauchen. Besitzt du überhaupt einen Lötkolben? Hier benutzen alle dasselbe Modell. Pass besser auf, dass du den nicht auch kaputt machst. Ich würde es ja selbst reparieren, aber mein neuer Lötkolben ist noch nicht geliefert worden. Traue niemanden aus Osaka. Sie sagten, dass sie ihn erst in einer Woche versenden können. Volle Woche. Du hast mir gesagt, dass du ein Profi bist, korrekt? Dann kannst du das ja jetzt auf einmal beweisen, ne? Der Auftrag ist nicht kompliziert, denn ein wahrer Sensei, der sollte den im Handumdrehen erledigen können. Hoffentlich brauchst du dafür kein Handbuch. Ich kann es mir ansehen und... Ja, ich nehme den ab. Okay. Los, erledige einfach deine Arbeit, dann werden wir ja sehen, ob du etwas taugst. Am Arsch. Ich mach jetzt erstmal anderes Zeug. Deins kann warten. Das ist nicht mein Problem, du Lusche. Du Lusche. So. Hab noch andere Sachen zu tun und nicht nur Leuten hier das Zeug zu reparieren. Hier, ich muss an meinem Ruf arbeiten. An meinem Ruf. So. Dann erstmal den hier gucken. Gib mal Geld rüber. Genau, danke. So, das sieht aber wirklich übel aus. So. Batterien sehen irgendwie schmutzig aus, aber scheint wohl doch noch zu gehen. Gut. So, okay, der ist putt. Oh, wie schön schnell das geht. Wahnsinn. Ja, ich freue mich da halt einfach jedes Mal drüber, dass das so gut geht. Alles klar. So, den kann man wegschmeißen. Das sehe ich von hier. So, was haben wir denn sonst noch Feines? Ach ja, guck mal, das sind noch wieder. Okay, das war okay. Die Leiterplatte, die muss da rein. Okay. Dann sind wir eigentlich soweit durch, oder? Ja. Noch diese 6 Dinger da rein, Batterien dazu. Alles klar. Liste. Okay, also repariert. Wodka Drankinski oder wie auch immer er heißt. Er darf morgen wiederkommen. Ach ja. Blödes Motorola-Handy. Die mag ich doch gar nicht. Die mag ich doch gar nicht. So. Moment. Schmutz wegmachen. Es gibt halt einfach Geld. So. Und Geld kann ich gebrauchen. So. Alles klar. Der ist auch dreckig. So, dreh dich mal rum. Na, kommst du her. Sauber machen. Umdrehen. Und dann unten die Tastaturabdeckung. Endgegner-Tastaturabdeckung. So, sieht gut aus. So, wo habe ich denn den Lautsprecher hin? Also erst das da drauf, dann den Lautsprecher dran, dann das da nicht drauf, sondern das da. Festschrauben, Akku dran, Klappe dran, Bildschirm dran, hinten Dingsbums dran. Geht eigentlich. Also wenn man es dann irgendwann mal raus hat, dann geht's eigentlich. Trotzdem, ich mag das immer noch nicht so.
So, neues Paket fertig. So, und dann gucken wir auch nochmal, was er da hat. Oh, das ist eine Noni Play Machine? Okay, das ist gar keine PSP. Ich dachte, das wäre eine PSP. Ich habe so das Gefühl, da sind wir noch nicht so weit. Was ist denn hier in Arbeit? Autoroller Racer in Arbeit. Nee, ich bin da eigentlich mit fertig. Das nehme ich an. Und C40. Ja, komm, nehmen wir auch mit. 4000, 3000. Autoroller Racer 5000. 7000. Da, 6. Okay, komm. Das ist. Ach so, ja, das ist das Funkgerät, gell? So, einfach nur reinigen. Ah, haben wir ein bisschen was zu tun für morgen. 58.000. Moment, guck mal hier. Ah, 58.000. So. Lass mal gucken. Können wir noch was Lizenziges kaufen? Service-Lizenzen. 71.000. Wir haben 58. Können wir noch. Guck mal hier. Ein Pokia Enjoy. Und hier eine schöne Uhr. Oh, die Uhr interessiert mich jetzt schon. Die nehmen wir mit. Die kostet auch nicht viel. Kaufen. So, und dann hätte ich aber auch noch gerne so eine Uhr. Gleich mal. Also, 16.000 funktioniert. Das Gerät ist gesegnet. Das Geräteinnere wurde nie angefasst, soweit ich weiß. Alle Papiere vorhanden. Ja, du kannst mir viel erzählen. Also ich war betrunken. Das Gerät summt, geht aber nicht richtig an. 15.000? Was ist denn das für Zeugs hier? 32.000. Ich brauche doch nur Ersatzteile, ihr Leute, und nicht irgendwie komisches Zeugs. Ja gut, dann hole ich mir aber lieber diese Uhr, wo der sagt, das ist gesegnet. So. Oh, 12.000? Ja, das nehmen wir noch mit. So, jetzt kaufen. Alles klar. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viel Geld. Macht ja aber nichts. Hast du gerade Schritte gehört? Weißt du, ich könnte noch ein neues Regal gebrauchen. Ach, guck mal, so ein Regal kostet weniger. Ernsthaft jetzt? Okay, dann kaufe ich mir das Regal. Das kaufe ich mir auch noch. Ich brauche halt einfach ein neues Regal. Irgendwo da oder keine Ahnung. Daneben ist noch ordentlich Platz, finde ich. So. Licht aus. Radio aus. Für heute haben wir genug gearbeitet, finde ich. Laden zumachen. Passt. Ring, ring. Passt. Stempel drauf. Zack. Und tschüss. Bis morgen. So. Genau.